Gute Morgen, an notrechtlich nach alles Gutes am neuen Jahr 2023 gewünscht. Wir proposieren euch den Najosch-Interview mit dem Parteipräsident Fred Kuyp, den ich heute begrüße. Moin Fred. Moin Dan. Gut, also wir fangen nicht direkt mit knallharter Oppositionspolitik an, aber echt mit mir Persönliches, über dich natürlich. Was tust du 2023 am Anfang alles Volles, Fred? Und was geht anders das für dich wie das letzte Jahr? Also 2023, wenn der Gruppe kommen noch zu schwätzen, dann das Wahljahr, klar, 2 Wahlen, die bei dir kommen, und das wird natürlich ganz viel Arbeit kosten, wird man ganz viel Druck geben. Und dann ist es wichtig, wenn wir persönlich schwätzen, dass an so Zeiten, wo viel zu tun hat, auch die nötige Zeit findet, für einfach zu entspannen, für Zeit mit den Kindern, mit der Familie zu verbringen, mit den Kollegen, auch an den Vereinen, wo ich aktiv bin, für das nicht zu vernachlässigen. Und da können aber noch etwas, das kann ich auch so, ist okay Geheimnis, wir haben ein Haus auch gekauft zu Garnisch, das heißt, wir werden noch 14 Jahre werden wir Plündere von Mama und Obst gemengt, sodass wir das am Frühjahr probieren zu machen. Also ich denke, ein paar die Sachen nun und das geht schon allgemein spannend hier. Okay, aber ja, du hast viele Welles wissen, dass eben noch die 2 Wahlen sind. Dann wünsche ich mir doch bonne Chance und private Plan, dass das Plündern alles gut klappt. Das können wir nur eigentlich zu den Wahlen so. Also, wir wissen nicht, ne, am Mai stehen eben, am Juni stehen Gemengewahlen und am Oktober Parlamentswahlen. Was erwartet sich da wirklich allgemein am Kader von den 2 Wahlen? Ja, das ist schon speziell, dass die 2 Wahlen an den Jahren zusammen fallen. Da können in der Regel just all 30 Jahre arithmetisch 4. Das Jahr ist da so weit, dass wir die Gemengewahlen und dann Chamberwahlen haben. Chamberwahlen sind natürlich für das Land, für die Leute, für Lützeburger, die Mengen am großen Ganzen ganz wichtig werden, sind das Jahr darauf kommen, auch nachzuschwätzen. Aber am Juni sind Gemengewahlen. Und da sind wir natürlich am Gangen als Partei, alle Gute schon wie lange darum zu schwätzen, ist noch darum zu schaffen, ist noch immens froh, dass man die letzten Jahre immens viele neue Members beikruten, dass wir als verschiedene Sektionen an die Gemengen noch gestärkt kruten und dass wir probieren natürlich an einer ganzen Party Proportsgemengen mit einer guter Liste umzutreten, Programme sind wir am Gang mit schreiben, also du hast ganz viel Arbeit die gemerkt, und ich meine noch, dass an den Gemengen der DR eine ganz wichtige Rolle kann spielen, weil nicht nur die Politik, die man macht im nationalen Plan, die kann ich auch aber ganz viel umsetzen im lokalen Plan, wo ihr direkte Kontakt mit den Leuten. Ich denke an ein Thema wie Kannerbetreuung oder überhaupt die Rolle von den Kanner, von den Familien. Ich denke an Kriminalität, dass sie Sachen, die an die Gemenge können, behandelt gehen, und das wird man als dem unhöllen. Und da probieren wir die Gemengewahlen überall, wo wir rundtreten, auch an die Gemenge dran zu kommen, so gut wie möglich. Und eventuell, wie weiß, also möglich ist, sogar an eine Koalition mal dran zu kommen, da sind wir auf jeden Fall dafür. Ja. Die Landesprobleme gehen noch immer mehr groß. An Stich wie der heise Kriminalität, Showlogement allgemein deirecht. Das einfach gewusst, dass etwas geschehen muss. Die Regierung hat noch immer nicht die nötigen Lösungen parat. Es geht ja auch darum, für die Lösungsvorschläge eben zu gehen, werden wir auch immer mehr konsequent machen. Ja, da gibt es den spannenden Punkt eben von den Chamberwahlen. Da gehen wir also heran für natürlich auch hauptsächlich als Ideen, als Lesungen, die wir haben, für all die Probleme, für die noch viel zu bringen, für vermöglich auch irgendwie umzusetzen. Ob das nur an der Opposition ist, dann ist es mich schwer, mir nicht unmöglich, wir kriegen viel an der Opposition umgesetzt, auch von der noch leider oft von den Leuten so erkannt wird, oder die Ministerin sich da dann auf die Karte schreiben und Journalisten das Spiel dann oft matt machen. Man kann ihn auch ganz viel machen, aber wenn man wirklich an die Regierung kommen, da kann man natürlich viel mehr machen. Mit dem Ziel ist einfach, ich meine, wir sind in einer Situation am Land, wo ich nicht froh muss stellen, das ist Menschen zentral froh, die Südfrieden dabei kann stellen, war Lützeburg wie schön, wie lebenswert, wie flott für 20 Jahre oder Haut. Das ist Mensch die zentral froh, die Südfrieden sich muss stellen. Aber wenn der Meinung ist, du brauchst Leute, dass das
freier für 10 für 20 Jahre, dass du vieles besser war an das an die Entwicklung die stattfand lo an letzten Jahren, dass die echt da negativ Konsequenzen hat. Ich meine, dann ist es evident und das ist ja auch das, was wir wollen, dass die Regierung die lo der Mucht aus Gambia-Regierung, dass die muss bei der Wahlen 2023 muss die aufgeführt gehen. Ich meine, das heißt größte Ziel, weil all die Sachen, du hast du geschwärzt, die mal Kriminalität, Preissteuerrecht, Leute, die schaffen, mit ihrem Lohn, nicht, wie können über Drohne kommen, Familienpolitik, Schulpolitik, du hast so viele Sachen, wo man eine negative Entwicklung können feststellen. Und da schwätzen wir noch gar nicht vom Wurstum am ganzen Trafik, den so geholt, wo keine Lesungen gehen mit der Verbauung von der Natur, mit der Umweltzerstörung, Zoobetonierung, also weiter, also fort, der Verlust von der Sprache, wo immer gesucht wird, gibt es gemacht, gibt nicht gemacht. Alles das sind immens viele Probleme, wo ich Afrikaner draußen und ich meine, als sie aber auch nicht auf den Kopf gefallen, sie merken auch, wo die negativen Entwicklungen stattfinden. Und von der Premierminister, da sieht ihr bitte, wir leben in einem ganz super guten Land, und da sollen sie immens gute Schmengen, dass Leute auch han die Kulis gesinn dass das vielleicht nicht so was. Neues Ziel als für eine neue Politik zu machen. Ich meine, übrigens sind sie auch demals Referendum ugetreude mit einem Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt soll ich just 10 Jahre Minister können bleiben. Da stellen wir fest, dass sie dann alle, die demals da dafür waren, dass ich just kann 10 Jahre Minister sind, dass sie aber alle mit darum weitermachen. Du seid noch die Inkonsequenz, die da stattfindet, dann effektiv ist das keine gute Entwicklung. Wir brauchen das Land, die Leute bei dem Land brauchen eine Wirs. Ja. Voilà, dafür stehen eben kurz für runde Wahlen. Wo stehen eigentlich all die anderen Parteien auch Dinge Erschätzung noch im Moment? Ja, das ist die größte Frage. Frieden hast natürlich im Gang, sich zu positionieren. Wir sehen noch, dass eine ganze Partie von den Kollegen aus den anderen Parteien gehen nervös für die Wahlen. Das ist so zumindest doch die ihre Posten zu verteidigen und an die Gemengen und nun natürlich auch für den Chamber kommen. Stichwort Doppelmandat, damit das so eine andere Geschichte. Und da haben wir natürlich etwas, das sind die Impfruhen, die immer gemacht haben. Leider Gottes haben wir just eine Firma, die Impfruhe möchte. Und die Firma ist nicht unbedingt bekannt, dass sie da eine super starke Arbeit machen. Und das ist auch nicht ganz neutral. Nicht ganz neutral. Ja, ich meine, das ist immer wie Leute zu freuen, an weise Leute freuen. Ich meine auch die Leute, die sich äußern, die da an dem Betrieb Positionen haben, die auch eine ganz klare politische Tendenz, die genau. So nicht sind nicht neutral. Richtung Regierung geht, Richtung links geht. Kann man so einfach wie das. Ne? Ja. Das heißt, da gebe ich nicht allzu viel nach drauf gehen. Das ist auch nach ziemlich lang bis für die Wahlen, da sind oft Dynamiken, die können den Stufe drohen. Und dann muss ich gucken, ja, wo stehen die verschiedenen Parteien? Da können wir ein bisschen Henker machen, wenn du willst. Ganz gerne. Eng interessanterweise eng LSAP, die seit der letzten Wahlen, seit den Wahlen noch für rund immer mehr Rufgegangen ist bei den Leuten, ja. Die auch letzte Studie von der Uni, die den ihr Wählerschaft am von die Elsten aus Lützburg. Der LSAP ist als Partei, die gewählt wird von hauptsächlich von Leuten, die also zum Beispiel auch lange LSAP gewählt haben und das als Tradition ein bisschen weitermachen. Wie bei den Jungen sind sie ganz schwach. Madame Lehner tun sie geholt, die war nicht gewählt, die uns gesagt als Minister, die geht eventuell als Spitzenkandidat. Und da fällt mir einfach etwas auf bei der Madame Lehner, du weißt nicht so richtig, was die Frau, sie hat die Pandemie da hat sie geregelt, das hat sie gemacht, du warst da noch ganz viel belebt, wie was sie politisch wirklich will. Was die Ziele sind. Ich meine, das ist ein großes Wolleck, wo kein richtig weiß, wo die geht. Wir hatten Beispiel auch, wie ich am Klartext war von RTL, du hast dem Index gegangen und am Lehner das gefragt, wie dann zum Index steht. Und die Leute schwadroniert, sie weiß das noch nicht, sie müssten das noch gucken. Gucken. Und ich meine, das ist etwas, wo ich mir froh stelle, wenn sie eine Spitzenkandidat stellen, den sich nicht klar kann positionieren. Ich fand das relativ bedenklich. Also das gibt schon eine spannende Geschichte, wenn sie das machen wollen. Dann die Koalitionspartner, NDP, mit einem Xavier Büttel, den wie wir kennen, den nicht den typischen traditionellen DP-Politiker aus, ich denke, das ist den
die feinersmatte Leute, die jovial aus, den Sympathien hört, wie immer gesot könnt, den nicht unbedingt dort Kenntnisse von Dossien, noch nicht die große politische Decisionen kann holen. Ein Herzigen Plagiatsaffäre, der tut natürlich ein bisschen drin Mensch gelitten bei den Leuten. Mir geht natürlich auch als Premierminister heute eine große Vierdeel, der das omnipräsent an den Medien an. Doch do relativ wenig kritisiert, dat ich gesagt oft an den Zeitungen op der ich der Seite immer ganz schön durchgestalt, dat du hast schon eng Kompagne. Ich mein, selbst DP sowieso gut kann, sie kann gut Kompagne machen und ich will nach ein Beispiel von den letzten Wahlen. DP bringt oft fertig, dass sie Sachen soen die am Fong net machen. Hatten sie ihre Slogan Zukunft der Plötzen, wo ich an sie können dat der größer selbst wird Spruch machen an der Realität gesinnmmer Spruch sie Kleinigkeiten hier mit der türkischen Impact der eigentlich die kommen engem Slogan den so richtig nimmsetzt an für Beispiel dass der Herr Meisting Politik für Show für Kanner den der schwätzte von Politik für stark kann rauskriegen von Politik der das eng Politik für schwach kann rauskriegen also dat für von die größte Wünsche dass der Herr Meich nicht mehr responsabel ist für Delegation dann nummer die Gring die natürlich relativ ideologisch sind die auch mänglisch wo all die Parteien aus der Gambia-Regierung immer mehr dat gehen weil die nennt Vogue das heißt immer mehr wollen an eine Richtung gehen, wo hier Meinung die erst die zielt, wo andere Meinungen nicht mehr sollen gesucht gehen, wo sie wollen die Leute viel schreiben, wo Freiheiten in gewisse Sinne mehr so da sind. Leute wollen viel schreiben, wie sie sollen schwätzen, wie sie sollen schreiben, Stichwort Gender, Stichwort nämlich Pap, Mom, wie die Leute sollen schreiben. Und bei den Geringen ist das natürlich ganz, ganz ausgeprägt, weil sie früher vielleicht eine Partei waren, die revolutionär war, aber für die Freiheit sind sie eine Partei, die wirklich gerne Leute viel schreibt, wenn sie wollen machen, Steuerregelungen. Und ich meine, dass sie da im Moment auch nicht mehr so gut durchkommen bei den Leuten, wie das vielleicht war. Und sie probieren natürlich hier ihr Sujet durchzubringen, noch den Klimawandel, ich meine, die finden. Wo dat de größte Problem ist, die will ganz klar die Gring, die will nicht die anderen. Das ist so, ich gesehen do aber Schwierigkeiten, dass diese Sto können auf dem Niveau halen, wo sie vielleicht letzte Wahlen gelandet sind. CSV, ja. Ja, der CSV ist ein ganz interessanter Fall. Da mir genug, wenn sie dann an den Nimmfrohen Ruf gehen oder sogar dann stabil bleiben par rapport den Impffuhr für Drohnen, dann wird den immer, wenn ihr guckt, wie das ist interessant, wie die Journalisten darauf reagieren. Das ist immer das Gefühl, dass Journalisten noch CSV nicht ganz gerne haben. Das ist eine Story war früher. CSV hat immer gesagt, die Zeit von den großen Volksparteien aus River, wie merkt da ganz Europa, ja, Sozialisten, die christlich-sozial, das sind also die Parteien, die wirklich hochgegangen sind, die letzten Joren an auch eben an Lützeburg an CSV werden natürlich nie mehr die Score machen, diese gemacht. Ich meine, das ist klar. Sie sind eine Spitzenkandidat, sie sind noch irgendwie ein Lin. Sie sind aber auch da, das steht immer ganz sehens. Das ist auch gesehen, ja. Ich meine, die verschiedenen Courants, die einen sind für Atomkraft, die anderen dagegen, die für die einen ist der Klimawandel wichtig, für die anderen ist nicht wichtig, die einen wollen über Kriminalität schwätzen, die anderen wollen das vermeiden, die einen tendieren also echt in Richtung eine Migränpolitik, während der andere, wie ich so thematisch auch ganz nah stehen. Also ganz schwierig und plus unsere Gemengewahlen, wo sie da auch hier Leute natürlich in allgemeinen haben, die oft Burgemeester sind. Es gibt eine schwierige Situation. Für CSV fertig springt. Nichtsdestotrotz will ich aber so, es ist noch immer die stärkste Partei. Es ist ja kein CSV, man ich muss noch immer so, dass das bei den letzten Wahlen geschieht ist. Wo dann noch gesagt wird, sie haben verloren. Ja, sie sind ein bisschen verloren, aber sie sind einfach noch immer bei weitem die stärkste Partei gewesen. Und das ist einfach etwas, wo ich so nicht ganz proper ist, wenn man die stärkste Partei, wenn die so zeitgedriffen wird, von den Klängen dann, die dann eine Koalition machen gehen. Aber es scheint doch klar zu sehen, wann CSV zurück will an eine Regierung, dann
kennt theoretisch auch op der dann ugewiese sinn ne. Ja, das ist wo wir absolut open dafür wären. Ich meine, das immer gesagt, nur für Verhandlungen, muss einen Konsens verhandeln. Mit dat fir absolut da is machbar die lechte Wahl wollt CSV dat net sie wollten net da eng Regierung sind se da an d'Opposition gangen Schmenge wann se eng Partyfehler gemerk hat die lechte Wahl mir wann se leng de Fehler net gemerk hätte wo se gesot net die an eng Koalition da wäret du no dugange weil dann hätte die Gambia-Koalition hätten die sitzt Mann krit dann hätten die Koalition mi kënne macht. So das schmengen hoffen, dass du ein bisschen geleiert tun. Ja, fehlt den aber ein bisschen den Support ein bisschen von der CSV vis-à-vis von der ADR und der gesehen bei der Intervention vom Gilles Roth von der ADR am Anfang direkt gestellt hat. Was hältst du davon? Ja, das ist schon interessant. Schmengen das du war auch das war die Affäre mit Fayo. Wo der Feier sagt gesot die am net se schwngen das absurd können doch ruhig so das absurd komplett absurd von die Mönch den gesunde Mënsche verstand huet eng Partei als als Reets extrem betitelt also Oni dats da deren fremefeindlichen Dialog ja dann plus Spenge viel zu extrem das eng Partei die gegen demokratische Strukturen wie die gegen Institutionen wie an Schmenge mir sind aber eng Partei die komplett hanerte Institutionen verfassungsmäßig verfassungsmäßig dat meng net melech als Reetsextrem Partei an enger Chamber zu sinn könnt nach dabei wann du eng Partei do wie die dat bis die gesinn die fehlt Demokratie aufschaffen der Tumor Gott sei Dank kummer dat am Land net an noch an andere Länder schnitte das immer ganz feide wäsch davon also die Gefahr die hanst du opgebauscht die as Gwinnen so existent mit das praktisch von eine Feindschaft da kann nur bekämpfen an da steht ihn immer gut oder das in den politischen Trick den oft von den offene Sozialisten wie man mal im Gesinn gemerket. Leider. Ja, CSV. Die Kleinparteien vielleicht eben die Linke und Piraten. Ja, die Kleinparteien danach die Linke, die machen das, was sie immer machen, sie machen hier Politik, die eben das was sie vertritt in einem gewissen Sinn von statt immer ehrlich und noch respektabel muss ich so ja. Und sie stimmen noch oft mit der ADR ja, muss ich noch so ja was ich bei den Linken noch flott von sind an einem gewissen muss ehrlich am auch Martinen ich meine wenn sie gesehen dass etwas Positives proposiert geht egal von welcher Partei das da stimmen sie das auch macht egal von wem mit könnt das ist bestimmt aktuell ja. denen die Lodo sind der Fall und das am Anfang auch etwas positiv was konstruktiv also das auch das was wir wollen voilà. Und dann Nummer natürlich Piraten Piraten das ein ganz komisch Luschgeschichte wie soll ich so sie sind an Chamber kommen 2010 an Loget fir rausgesucht, dat se nach giwe weiter wannen si hun Politiker, dat den Klmmer de ganz gut ducken bei de Leiit, awer wannste en derbause Fries. Fir wat steht dann Sven Klmmer? Fir wat stin Pirat? Wat ass de je Menung doze oder doze oder doze? Dat ka Kinder so. Dat wies ki. Dat se bisssen Schummer dat die verlecht. Es kann oder so immer mal Burge Kuke gang an da war immer de Pütz an der Burg dat war etwas Spannendes an dann nur den als Kanto raggeguckt an irgendfir den Sto firstalt du musst da lo irgend drasinn der wann dem Wasser gewircht fir nur den Viergestalt dass der Schatz irgendwo du vielleicht verstoppt da sind dran wie an der Region den drei guckt da war überhaupt nicht dran an dann nur den Denker stehen drauf Falle gelos an dann as ein Eko kom am mir waren dann Piraten die sind ein bisschen wie de Pütz das neicht do. Das nicht dran. Das geht Inhalt. Und das ist etwas interessant, dass eine Partei komplett irgendwie politischen Inhalt sie gespannt, was sie an ihre Programme schreiben. Ja. dass die bei den Leuten einen gewissen Teil gut können. Und dann hast du das flott, weil bei den Leuten, was sie gerne und noch bei den Medien können da gut tun, das.
wat ze ganz oft machte, dass de Minister so an so dogreifen, die Frau Skandaler gesinn, Skandaler sichchen, aber inhaltlich bringt het Land null weiter Piraten. Das ist ein starken Punkt von der ADR. Ich meine, wenn man guckt, wirklich an der Chambre, der ADR ist ja die einzige Partei, die wirklich ein ganz klares Profil hat, weil sie sich eben auch ganz klar zu den verschiedenen Themen positioniert. Ja, das ist ganz richtig. Und das ist natürlich auch dann kommunikativ oder politisch gesehen einen gewissen Notdeel per rapport zu einer Partei, die einfach kein Inhalt hat, dann haut so kann sie, dann muss so kann sehen. An sich dann noch, da muss noch so bei den Piraten sich dat für mit Gambia mat zu gehen. Wenn denen ist es fehlt oder zwei es fehlen, für die nächste Gambia-Regierung zu machen, wenn sie die Piraten macht, da muss die Leute wissen, die Piraten wählt, die wählt Gambia-Regierung. Die wählt keine Position. Wir natürlich, ja, wir haben ganz klar, wir haben ein Programm zu schreiben, das etwas Riesiges, wenn man einfach immens viel, wie eine Partei, die mit Inhalt kommt. Genau. Den Inhalt wir positionieren als klar bei vielen Sachen. Die einen Leute, die sind dann mit den Punkten noch verstanden, andere Leute so, ja, mit das gebe ich nicht so gesehen. Wir haben manchmal als das für die Partei am Anfang Mist machen, für klar zu bekennen, zu verschiedenen Sachen, den Inhalt zu proposieren, weil wir wählen aber nicht irgendwie just Leute, die da sitzen, nach schwätzen, wir wählen einen Inhalt, den wir wollen, dass er für das Land soll umgesetzt werden. Ich meine, dass das für uns, für die absolut der Point fort ist, den wir können den Leuten proposieren. Ja, also zu einem anderen Thema, nur am Anfang. Da der Leute eben speziell auch eine andere Familienpolitik Herz, und noch vor allem die individuellen Freiheiten, die weiter hoch gehalten müssen gehen. Für was sind da am Anfang zwei Themen, die ganz wichtig auch sind für die Reformpartei? Ja, also da denkt das die Familienpolitik. Wir leben an einer Zeit, wo die Familie immer Männer eine große Rolle spielt. Die Familie ist eine Basis von unserer Gesellschaft. Ne? Ja. Und die Familie geht im Moment, besonders die letzten 10 Jahre nach der Gambia-Regierung, muss ich einfach so für sie als Familie, wie die Sozialisten sowieso nicht, ich meine, die sind das alles immer staatlich. Ja. Die Familie war immer die Sozialisten noch schon historisch gesehen in der mehr. Auch bei einer DP, wenn ich dann höre, dass der Herr Meich sieht, Kanner sollen als Strukturen gehen. Die seht ja carrément, die Strukturen sind Kanner besser abgehen, wie du bei den Eltern. Ich fand das von einem Minister, den ich Kanner im Türen, im Tschöke mit, fand ich den Anfang ganz so ziemlich gewohnt. Ja. Und wir mussten zurückkommen, dass man wirklich der Familie, der Politik für die Familie, für die Kanner, die Rolle zugestehen, die sie verdient. Ganz konkret, ich meine, das ist etwas, wo wir schon seit Jahren dafür kämpfen, dass auch möglich soll sein, dass das, was viele Psychologen so, Spezialisten so, dass Kanner können daheim bei ihren Eltern, bei ihrer Mom oder bei ihrem Papa, egal, können daheim auch Sinn von sie klein sind. Wir proposieren dafür, dass sie Kanner nicht nur die Familien unterstützt, die Kanner an Strukturen gehen, Crèche, Maison Relais. Das soll weiter gemacht, für die das wollen. Das sind wir da verstanden. Wir müssen auch ein System finden, wo wir die Leute unterstützen. Und wir könnten die finanziell Moyen holen, die wir holen, für die Crèchen zu bezahlen, weil das ist immens teuer. Könnten wir holen und dann denen Leute gehen, die zum Beispiel bereit sind, halbtags daheim zu bleiben, oder ganz daheim zu bleiben, denen einen Ausgleich zu proposieren, einen finanziellen, wo sie auch können kotisieren für die Pensionskäse, dass sie nicht nur stehen an der nächsten Hund, weil das ja auf ein Argument gewicht wird, gefordert gehen, dass man die Kanner möglich gehen, bei ihren Eltern mit zu sehen, an der Familien eben, den Zusammenhalt, Kanner an der Familie, dass man da drin garantieren. Das ist selbst wirklich auch als Partei von Herzen wollen an eine Sinn überzeugt, dass wenn wir da weitermachen und dass man das irgendwann wird man dann erreichen. Die individuelle Freiheiten, merci Fred. Ich meine, du als ganz klar, dass am Anfang der auch die einzige Partei war aus der Chambre, die individuelle Freiheiten während der Covid-Krise konsequent verteidigt hat. Und das ist viele Leute aufgefallen im Land. Ja, ganz genau. Ich meine, an der Covid-Krise hat man vom Anfang bis zum Schluss, bis heute, hat man da ein ganz klar Linie,
wo ganz viele Leute eben auch das eben respektiert tun und sich daran rümpfen. Und das ist eben die Idee von der individuellen Freiheit. Das gibt es extremst Wichtiges an einer Demokratie, dass die individuelle Freiheit, wo Leute selber Verantwortung holen für sich, und natürlich auch für die anderen, aber auch mal für sich, als selber eben nach Freiheit können hier Decisionen holen. Und das ist ganz dramatisch, dass man im Moment eine Tendenz hat, dass die individuellen Freiheiten immer Männer eine Rolle spielen. Ja. Auch immer mehr auf Zeit gehen, dass also immer mehr die Idee da, dass der Staat soll dezidieren, was gut ist. Du musst das tun, oh nee, das ist nicht gut. Wir wollen dir so, was du zu machen ist. Du sollst den Kanner an eine Struktur gehen. Du sollst so und so schwätzen. Ah, nee, die Meinung, nee, die geht das nicht. Nee, du hast du Terrain, die gehören dir. Nee, du kriegst die taxiert, du kriegst eine Strophe darüber. Das zieht sich hier rote Fude durch die Politik auch von Gambia, dass für die individuelle Freiheit am Anfang nicht mehr so, ich will nicht so, dass die zerstört, nicht mehr so heiß zu halten, wie am Anfang müssen. Das ist selbst für uns, wo wir uns aber absolut dafür einsetzen. Meinungsfreiheit, individuelle Freiheit, Freiheit für selber zu entscheiden, was gut ist, dass nicht der Staat, den uns zu sagen hat, die Regierung, die uns zu sagen hat, was wir sollen, für ja wo machen. Genau. Ja, da sind wir schon bei der letzten Frage. Findest du dir, wir haben auch für das Land und auch für die Leute heute in Lützeburg an diesem neuen Jahr? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich habe im Moment geschwärzt, dass wir ganz viele schwere Krisen erleben, dass wir ganz schwierige Zeiten sind. Und effektiv haben wir im Moment ein paar die Probleme, die wir vielleicht für 4, 5 Sektionen nicht hatten. Ein ganz großes Problem im Moment mit der Inflation, der ökonomischen Unsicherheit, ein ganz großes Problem von Energiesicherheit, von Energiepreisen, wo wir auch ganz viele Lösungen vorschlagen. Das ist ein bisschen ungewiss. Ich will aber sagen, dass historisch gesehen die Leute, die da nur leicht drin haben, die auch vielleicht schon wie lange da sind, die wissen, dass man schon ganz oft schwierige Zeiten hatte, Krisen hatten. Ich denke zum Beispiel auch in 70er Jahren mit der Stahlkrise, bis an 80er Jahre als Petrolskrise, und auch einer schwere Situation in der Welt, Gefahren für den Weltfrieden, Kuba-Krise, ich meine, das waren ja auch Sachen, aber die ganz schlimm waren. Das heißt, wir sollen, und das ist vielleicht die Message, wir sollen die Hoffnung nicht verlieren. Wir sollen nicht alles schwarz malen. Wir sollen, ich gebe wirklich den Leuten eine Message geben von Optimismus, optimistisch bleiben. Wir haben Möglichkeiten, die Probleme, die sich stellen, zu lösen. Wir haben Möglichkeiten, die Situation zu verbessern, mit Möglichkeiten auch besser Lützeburg zu schaffen. Also, denkt positiv jetzt 2023, denkt optimistisch und gibt Projekte und die sich vorgeholt mit Energie und eben Optimismus. Das ist ein Schlusswort. So ein Merci, Fred. Das war also für den Najosch-Interview mit dem Parteipräsident Fred Kuyper. Merci. Merci dann. Najosch-Rezeption 12. Januar mat der Ausspruch vom Präsident am Schwarzen Haus im Zenz war ein klares Succès an enger ganz flotter Ambiance. Iwer 150 Membre waren kom. Da der als eng verantwortungsbewusst Partei an noch brett fir Regierungsverantwortung zu überholen, so der Parteipräsident, et wär heich Zeit, dass die blo-rot-gring Gambia-Regierung aufgewählt gëtt. Wir sind eine Aktion, die mat engem selber gemerkten unkontrollierte Wurstum an eng Mauer rennt, mat immer méi Stau, immer méi schandischer. Immer mit deire Wohnungen, die durchkommen. Immer Manner Knicksplätze, mangt Polizisten, Lehrpersonal, mangt alle Bereiche, Zerstörung, Zubetonierung von der Natur, Anonymisierung, Individualisierung in der Gesellschaft, Abgib vom sozialen Leben, Lernchen Leben am Platz zu Summe leben. Ziel 1 Million Einwohner. Das ist das Ziel anscheinend von unserer Nation. Wir sind eine Nation, die nur 10 Jahre Gambia-Regierung von lauter Beam, de Bëch net méi gesäit,
aber de wahnsinnig naiven Urspruch huet, d Weltprobleme lesen zu wollen. No 10 Joer Gambia-Regierung als Nation, als letzte Bestleiter net mi dat war de mal woch. Kann mir so net ganz klar. Das se besser net zu begin, an das traurig wie das Realität für viel Leid her im Land. An es so nie gent, wann ich die Negativentwicklung gesinn, die das Land lo mat gemacht huet, dann ass die Hauptfroh, die sich das Jahr stellt, bei den Wahlen 2023, Gambia oder net Gambia. Gëtt eng dritt Gambia-Regierung oder gëtt kein. Leifren mehr als ADR klewen und besser Lützeburg, weil wir als Land wirklich gern haben. Lützeburg hat etwas Besseres verdient, wie das Regierung, etwas Besseres wie das Gambia-Regierung. Wollen wir weitermachen wie bisher? Wollen wir dann so machen und über Probleme schwätzen, die keinen Sinn an einer wichtigen Probleme ignorieren? Wollen wir machen, wie wir immer Party wir? Lützeburg hat etwas Besseres verdient. Wir wollen das Land nur 4 bringen, rausholen aus den Fesseln, die Oberlöscht gehen, nur 4. Und das mit Bodenständigkeit, mit Werten, und mit Respekt für die Menschen im Land, und mit Respekt für die Leute, die das Land aufgebaut haben. Die Freunde, wir machen da nicht so, wir machen so ab, wir gucken noch durch, wo die Herausforderungen sind. Wir machen kein Bling-Bling wie andere, wir machen die bessere Analyse, weil wir als RDR die Sachen auf den Funk gehen. Wir machen die besseren Lesungen, und wir proposieren die besseren Lesungen. Und wir leben fest in der besseren Lützeburg, wie das, was wir 10 Jahre lang vorgegaukelt haben. Dafür setzen wir uns an, dafür kämpfen wir, das ist ein nobles Ziel, und das ehrt uns, egal was die anderen sagen. Alle Freunde sind sich bewusst, die sind sich das bewusst, das gibt keine einfache Übung. Das muss man wissen. Sie werden meckern, werden falsche Sachen behaupten, werden Halle vorrichten, verbreitet gehen, werden probiert gehen, als sie diffamieren, ja, es werden darum da sein, die als rechtsextrem oder was auch immer nennen. Das kennen wir alles schon. Aber wir bleiben als Lin treu, weil wir als Lin und als Politik auch an unserem Herzen drohen. Und wenn etwas aus dem Herzen dreht, dann sind wir davon überzeugt. Und das kann nicht in das Ruhe bringen. Und wir bleiben so versichert. Wir bleiben so versichtlich, wir führen also wie weiter. Wir werden nicht fertig, für denen klarer bestimmt auch eine Antwort zu geben, die sie gerne hätten. Wir werden nicht abknicken, wir werden nicht trauen, wir werden nicht weggucken, wir werden nicht klein beigehen, wir werden nicht abgehen, wir werden erst nicht abgehen, wir werden Leute draußen nicht abgehen, wir werden Lützeburg nicht abgehen. Und das so lange, wie wir Vertrauen haben, auch an das Land, an das Leid, und zusammenstehen. Die Regierenden, Leute täuschen sich heinst, die Regierenden, die sind am Anfang ganz schwer. Wie schwer wie ihr mengt. Und wir leben daran, dass die verzeiht, dass wir die besseren Argumente haben, wann dem der Fond geht von der Politik, und die bessere Politik für das Land. Ganz wichtig, lost ihr nicht ausschmieren, lost ihr kein Vier machen. Auch von dem, was an der letzten Tage ganz viel gesagt zu hören war, von verschiedenen Politikern, Radio und so weiter. Gambia, und das kann ich ganz sicher so, hält zusammen. Die 3 Parteien, wenn die 31 sitzen, dann machen sie weiter, egal was sie abfeiern, wo den anderen kritisiert. Sie werden, wenn es durchgeht, 31 sitzen, da werden sie weitermachen. Täuscht ihr nicht. Und das ist die Message, die wir müssen rausgehen. Aber wenn es nicht durchgeht mit den 3 Parteien, da sollen sie noch etwas. Da gehen sie hin, als wollen Piraten mit bei. Weil was die machen, das ist keine Opposition Fond. Sie machen am Fond Geschäft von der Gambia-Regierung mit.
sie merken am Fong die Politik matt. Ja, Heinz, du geht ein bisschen Skandal geblärt, wie das sie kein richtigen Inhalt tun, ob man es kommt, bis heute nach käme den erklären, können sie ohne Problem sich da aufpassen, und dann machen sie da matt, und dann haben wir das selber wie das, was wir bislang hatten, und das wollen wir nicht mehr. Ich finde vielleicht ein bisschen mit Dave Grünniges auch. Wir gehen auf europäischem Plan, noch zu Lützeburg, gehen wir regiert von einer Regierung, die hauptsächlich nur sich selber guckt, die sich schon gesagt, das ist so, also ein bisschen eine selber ernannte Elite. Und der nicht darum geht, dass das Volk entschädigen kann. Der nicht darum geht, dass die Leute nur gelauscht wird. Der nicht um die Freiheit von den Bürgern an erster Linie geht. Ich will nicht alles schlecht machen. Das ist ganz oft der Fall. Sie wollen, dass wir in Angst leben. Die wollen, dass wir fährten. Die wollen, dass wir schlecht Gewissen haben. Die wollen, dass wir kontrollierbar sind und dass wir das machen, was sie wollen und dass wir das machen, was sie denken. Und genau dagegen müssen wir uns wehren. Und die selber nannten elitär Weltverbesserer, zurück auf den Boden von der Realität, von den Menschen hier in diesem Land holen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Das ist der Kampf für die Freiheit von der Sollegur. Und es ist nie was sehst, dass da draußen viel, Zehntausenden Menschen hier im Land so denken wie mir. Und dass sie uns unterstützen werden. Bei dieser großen Aufgabe, und das wird es gehen, es geht nicht leicht, es geht nicht einfach, wie gesagt, wir werden die Aufgabe offensiv und optimistisch umgehen. Zum Schluss, liebe Freunde, alle Guten, wünsche ich euch alle Guten von ganzem Herzen ein schönes Jahr, eine gute Gesundheit. Und ich hoffe noch, dass ihr die Hoffnung behält. Und dafür gebe ich euch auch, und auf den Weg gehen, egal wie das, egal was geschieht, bleibt positiv, aber bleibt am Optimismus. Wenn wir das machen, da können wir viel gewinnen. Los dich nicht aus der Ruhe bringen, los dass wir das der Ruhe bringen. Wir machen weiter und dann werden wir das Jahr ein oder den anderen großen Erfolg feiern. Vive der DR, vive Lützeburg, vive 2023. So nicht mehr.